quäle gerne die Männer, wenn sie das mögen, wenn sie dabei Lust empfinden, wenn das der Lust dient. Wenn es aber nicht so ist, mache ich das nicht, würde mir auch keinen Spaß machen. Ja, das ist oft so, dass Menschen tatsächlich daraus schließen, wenn sie wissen, ich bin eine Domina, dass ich auch im privaten Leben gewalttätig bin. Nein, um Gottes Willen, ich würde auch keinem Tier was antun. Ich tue natürlich vielleicht die Peitsche in die Hand nehmen, aber nur in einer SM-Session. Ja, es wird oft so gesagt, dass ich pervers bin, beziehungsweise meine Arbeit pervers ist. Ansichtssache. Man sollte erstmal vielleicht diesen Begriff definieren, was eigentlich pervers bedeutet und ihn erst dann benutzen. Also ich hatte eine sehr glückliche Kindheit und auch die meisten meiner Kolleginnen. Natürlich kommt es hin und wieder vor, dass eine Dame tatsächlich keine glückliche Kindheit gehabt hat. Aber das haben wir doch in jeder Branche und das hat damit absolut nichts zu tun. Ja, also psychisch krank würde ich mich auch nicht nennen. Es gibt tatsächlich diese Störung Sadomasochismus. Allerdings bin weder ich noch die 95% meiner Kunden betroffen. Das sind unsere Vorlieben, das sind unsere sexuellen Vorlieben, die wir leben. Und das heißt nicht gleich, dass wir psychisch gestört sind. Das höre ich auch sehr oft, dass nur erfolgreiche Businessmänner, Geschäftsmänner zu einer Domina gehen. Die Männer, die zu mir kommen, sind zwischen 20 und fast 90 Jahre alt. Bei mir sind Studierte da, bei mir sind Erfolgreiche da, bei mir sind Sozialfälle da. Ich denke, dass es einfach nur daran liegt, dass es natürlich einen Preis hat. Es hat einfach einen Preis und nicht jeder kann sich das leisten. Also es gibt Dominas, die Sex mit ihren Kunden haben, das ist richtig. Das muss jeder für sich entscheiden. Allerdings steht das definitiv bei einer SM-Session nicht im Vordergrund. Was mir in der Schweiz auffällt, ist, dass die Kunden viel extremere Praktiken wünschen als jetzt in anderen Ländern, wo ich gearbeitet habe. Ich denke, dass es einfach daran liegt, dass die Männer bzw. die Frauen einfach die Möglichkeit nicht haben, das zu Hause auszuleben. Ich möchte nicht wissen, wie viele Ehen ich dadurch gerettet habe. Ich würde mir wünschen, dass ich auch als Mensch akzeptiert werde und auch meine Kolleginnen, dass wir uns nicht verstecken müssen, dass manche Damen, die vielleicht Angst haben, den Familien oder Bekannten zu erklären, was sie machen, diese Angst nicht mehr haben müssen. Einfach nur aus dem Grund, weil man nicht verstanden wird.